Also, ich habe keine Ahnung, ob ihr mich gut hören könnt oder nicht, aber ja, ich mache jetzt einfach mal, ne? So. Gut. Okay, also, ich habe ja vorhin gefilmt, hier, ne? Krokodil und so. Soße. Soße. Und das Ganze sieht so aus. Eigentlich geil. Und dann habe ich noch was gemacht, was mir jetzt garantiert den Magen versauen wird, nämlich einen eisgekühlten Drink, aber hier, ein Ding. Oh, gute Kamera, man sieht perfekt jede Schweißperle. Nice. Ja, es ist scheiße heiß hier. Ich bin gerade mitten im Foodmarkt und hier oben ist ein Flugzeug. Einfach ein scheiß Flugzeug, ja. Keine Ahnung, ist halt da. So, gut, versauen wir mir mal den Magen. Ja, also wenn mir das den Magen versaut, hat es sich gut. So, riechen. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Aber es schmeckt nicht gut. Also. Und das da. Okay. Ja, das ist, glaube ich, Knoblauch und Chili-Zeugs. Tja, gut, dann Krokodil probieren. Also aussehen tut gut. Das ist geil. Ist echt geil. Habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich würde sagen, schmeckt ein bisschen wie Hühnchen und Schwein gemischt. Oh, Digga, ist das heiß, ey. Alter. Ist übrigens, abgesehen jetzt von dem Krokodil, das erste, was ich aufnehme. Seit meinen Ferien in Thailand. Ich bin jetzt schon, ich glaube, 5 Tage hier. Müssten jetzt 5 Tage sein, ja. Und also bis jetzt kann ich nur sagen, ich habe Blähung. Ja, das, was kann man noch sagen? Das wird rausgeschnitten. Echt gut, Mann. Ja, ich mag Krokodil. Das ist geil. Auch dieser Eistee jetzt, die machen die hier irgendwie mit heißem Wasser. Also die machen da so Pulverzeugs rein, heißes Wasser, dann wird das gemischt und dann seht ihr es hier. Überall Eis drin, dann wird das in so einen Eisbecher reingekippt und ja, Thailand-Eistee. Zitrone. Vielleicht kann ich auch gleich machen. Hier. Das
Das sind die verschiedenen Eisteesorten. Ich glaube, die werden alle gleich gemacht. Aber ich will jetzt nicht mehr probieren, weil ja, das wird mir schon den Magen killen. Das Krokodil wahrscheinlich auch, aber ey, reingehauen. Also ein bisschen schlecht wird mir jetzt schon. Aber ist okay. Es ist lecker. Ja, Mann. Mit der Hitze ist es auch echt hart, irgendwie was runterzukriegen. Gerade was Warmes. Also am liebsten würde man hier, glaube ich, einfach nur Eiswürfel fressen, was hier aber nicht geht, weil das Wasser, aus dem diese Eiswürfel gemacht werden, ist jetzt nicht das Beste, wie man vielleicht sieht. Aber ey, es kühlt scheiße ab, also man muss sich halt überlegen, was ist besser für einen? Verstimmter Magen oder sich die ganze Zeit den Arsch abschwitzen des Todes und kaum noch Luft bekommen wegen... Aber ja, ich nehme die Magenverstimmung. Wenn ihr mal in Thailand seid, ey, probier Krokodil, Mann, das ist echt scheiße geil, ey. Digga. Ich denke immer hier drüben sein meine Kamera, dabei ist sie da, ich muss nicht wie das sagt. Bäh. Ist okay, ich habe Magentabletten im Hotel, das passt schon. Es ist echt wert. Der Eistee ist scheiße gut, das Krokodil ist geil. Ich nehm's hin. Alter, es ist so schwer, das zu definieren, nach was das schmeckt, ey. Das hat einen völlig eigenen Geschmack. Aber irgendwie kommt es einem auch komplett bekannt vor. Keine Ahnung. Es ist saugut einfach. Hello, Father. Da drüben gibt es die ultra geile, süße Scheiße, die ich leider nicht essen kann. Diät und so, ich finde mich zu fett. Ach, Bruder, es ist voll erholsam mit der Kamera zu reden. Ich habe die letzte Zeit, außer wenn ich jemanden angerufen habe, nur Englisch reden können. Und teilweise nicht mal das, also es versteht nicht jeder Englisch, die meisten, bisschen, ganz klein bisschen, aber ja, man kommt zurecht, in Not mit Füßen und Händen reden, das geht schon. Man kommt gut klar hier. Und alle Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, sind einfach nur scheiße nett und also man fühlt sich einfach komplett aufgehoben und wohl hier. Und das in einem, ja, Rotlicht-Ferienort. Ja, das ist okay, das ist geil. Dann würde ich sagen, mache ich noch ein kleines Video vom Strand. Wie ich das dann zusammenschneiden werde, alles, das weiß ich noch nicht, das gucke ich dann. Aber ja, mal gucken, was sonst noch so gibt. Vielleicht auch, ich weiß nicht welche Uhrzeit, ja gut. Ja, bei uns ist jetzt halt auch schon wieder 12 Uhr. Ist ein bisschen spät, aber also prinzipiell nein, es ist überhaupt nicht spät. So um 12 Uhr beginnt so wirklich das Partyleben und ja, wie ihr seht auch
der Markt ist um 12 noch offen, man kriegt Food, man kriegt alles, was man will und ja, ich bin völlig überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles erzählen soll. Es ist halt auch blöd, dass ich jetzt einfach so aus dem Nix, so ohne irgendwie mir irgendwas zurechtzulegen, hier Video gestartet habe. Aber Bruder, ich habe das verfickte Krokodil gesehen und habe mir einfach gedacht, okay Digga, hau raus, nimm auf, komm, Kamera hast dabei, Stativ hast dabei, nimm auf. Du kaufst dir jetzt Krokodil, frisst die Scheiße. Dann habe ich geschwitzt wie ein Wasserfall. Dann habe ich mir gedacht, komm, versau dir den Magen, hau dir so einen Eisdrink rein und gönn dir einfach mal. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ich suche mir nachher mal Toilette. Weil vielleicht kommt der Druck im Magen auch von daher und gar nicht von Krokodil und so. Ist auch eine Möglichkeit. Es fühlt sich zumindest nicht irgendwie verstimmt an. Einfach nur nach ich muss kacken. Aber ja, dann würde ich sagen, ich halte den Schiss noch ein bisschen drin. Zeige euch ein bisschen den Markt hier. Mal, ich gucke immer noch die ganze Zeit hier. Ich glaube, ich muss einfach hängen. Ja, machen wir nachher. Und dann, ja, wenn Markt gezeigt und so, was wollte ich sagen? Ja, ich sehe gut aus in der Kamera. In echt nicht so. Nein, was kann ich euch heute noch zeigen? Ich gucke, ich gehe Strand. Ich habe vor, am Strand mal gemütlich wieder einen zu buffen. Das ist nämlich wunderschön. Ausblick genießen. Und ich zeige euch mal den Ausblick, den ich jeden Abend habe, ich gucke immer noch die ganze Zeit dahin. Ich glaube es ja nicht, wie dumm bin ich eigentlich. Okay, guck dahin. Jay, guck dahin. Da ist die Kamera. Kann ich das markieren? Okay, egal. Jay, da, Kamera. Gut, hallo. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich gucke in die Kamera. Genau. Strand, buffen, Ausblick zeigen. Das ist der Plan. Ich wollte hier eigentlich noch mal dick einen fahren lassen, aber hinter mir hocken Leute, das kann ich jetzt nicht bringen, Alter. Die vor mir haben auch schon geguckt. Ich glaube, der war ein bisschen lauter vorhin, als ich gedacht habe. Was kann man sonst safe noch herumzeigen? Ja, auf jeden Fall die Strandpromenade heißt das, genau. Ich guck schon wieder dahin. Ist doch zum Kotzen, ey. Die Strandpromenade kann ich euch noch zeigen. Da werden wir ein bisschen rumlaufen, wenn ich sowieso ja zum Strand gehe und so und toll. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar noch. Was geht da ab, Mann? Warte, ich denke. Irgendwas ist da los. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ja, das ist auch immer cool, so fremde Leute beobachten. Ich sehe echt nicht, was die machen. Die haben mir wirklich genau den Rücken zugedreht. Das ist ja unglaublich, die komplette Sicht zerstört. So, komm, was nimmt die da? Was hat die in der Hand? Was ist das? Komm, Jay will's wissen. Jay will's wissen. Ja, das wird nichts, ne? Ja, gut, zurück zu mir. Hi, hier bin ich wieder. Hi. Ja, komische Leute machen komische Dinge. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich sehe es nicht. Also ich kann ja auch hier ein bisschen den Kopf hin und her bewegen, aber man sieht es einfach nicht. Keine Ahnung. Als ob sie es extra machen würde, ey. Die hat doch Hinteraugen. Hinterkopfaugen, you know? Ja, komm. Alter, es ist heiß.
Ich muss kacken, Digga. Mir drückt der Magen, Alter. Und ich bin immer noch ziemlich bekifft. Ja. Man muss nicht immer reden können, Digga. Reden ist sowieso überbewertet. Ich glaube, ihr habt sowieso langsam die Schnauze voll von mir hier am Rumsitzen. So. Ich gehe jetzt mal Toilette suchen. Im Mülleimer. Ich würde sagen, wir machen uns mal hier auf den Weg. Wollt ihr meine Fresse sehen oder soll ich Vorderansicht machen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mal Pause und wirf erstmal die Scheiße weg. Bis nachher, Jungs. Mädels. Was auch immer. So, jetzt. Gut. Okay, gut. Okay, also, ich habe uns mal für den Start hier eine hübschere, ruhigere Gegend ausgesucht. Das ist so der hintere Teil. Ich nehme an, da auf der Bühne werden dann gewisse Bands mal noch spielen, so. Zurzeit nicht. Und, Alter, guck mal. Karte. Das ist schon geil. Also, was hier ein Riesenproblem ist, hungrig rausgehen ist nicht gut. Du willst überall hinhocken und alles essen. Das ist ziemlich scheiße. Ja, jedenfalls, jetzt drehen wir mal um. Nice. Hier ist das Flugzeug. Das ist einfach ein echtes Flugzeug. Ich weiß nicht, wieso das hier ist. Das nimmt Platz weg. Aber ja, ist jetzt so. Ja, hier gibt es auch Kleider, auch wenn es der Food Market ist. Aber ja, weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ne? Kleider halt. Hübsch. So. Dann gibt es hier wirklich die Ultra-Riesenauswahl von allem. Also hier gibt es zum Beispiel Ramen, dann direkt daneben Fleisch, geile Rippchen, Alter, geil. Weißt du, das meine ich? Das meine ich nicht, hungrig hier rumlaufen. Digga, guck dir das an, Alter. Übrigens, das sind nicht 150 Euro, ne? Das ist 150 Baht, das sind, ja, was ist das? Vielleicht so 2 Franken, 3 Euro so. Ein Massagestudio. Da vorne gibt's Yakisoba, ja, so japanisch. Auch geil. Also ihr seht schon, allein hier ein paar Meter und ihr habt schon aus der ganzen Welt verschiedene Dinge. Hier gibt es auch Fruchtsaft und so. Auch ganz geil. Sieht aus, als würde langsam zugemacht. Aber noch nicht die Foodstände. Ne? Ja, doch, langsam auch. Okay, gut, dann wissen wir auch schon mal. Das ist so bis 12 Uhr abends offen. Okay. Sieht doch einfach nur geil. Guckt euch das an. Ich will alles einfach nur essen. Hier Meeresfrüchte, Digga. Werden hier Omelettes zubereitet, Alter. Scharf kann man natürlich auch immer alles haben. Ein bisschen Krebse. Geil, geil. Hier sind noch mehr Krebse. Und eine Fliege. Ja. Nice. Hier drüben weiß ich nicht. Detail. Das ist, okay, muss man auch noch probieren, immerhin bin ich in Thailand, ne? Aber ich brauche dann was, wo das Essen auch durch ist, weil das hier zum Beispiel, das sieht aus, als würde man das hochkriegen, bin mir nicht sicher. Ja, aber es sieht aus, als müsste ich hier tagsüber wieder kommen. Dann werden wir jetzt Video machen. Ich suche Gegend ab nach Weg zum Strand. So, wir laufen hier noch gemütlich durch. Das sieht auch geil aus. Also man kriegt hier halt auch wirklich alles frisch.
Und Bruder, die bereiten das dann für einen zu, also man kauft das hier und dann können die das direkt für einen machen. Hier drüben mehr Meeresfrüchte, Digga. Geil, geil, geil. Hier wird wieder zugemacht, Digga. Und hier gibt es natürlich auch jede Menge und anderen Alkohol. Okay. Da wird ein Regal umgebaut. Kann man auch machen. So. Ja. Hier gibt's Digga. Ich habe noch nie so einen fetten Seeigel gesehen, Mann. Guckt euch die an. Das ist ja geil. Essen die? Die essen die. Okay, wusste ich nicht. Doch, stimmt. Habe ich schon mal gehört. Aber in Japan. Ja. Hat zugelernt, ne? Hier ist man an mehrere geworden. Voll Einsichtscheck. Gratuliere. Bin stolz auf mich. Upp. Alter, ist das heiß, Digga. Fische. Also ich mag keinen Fisch und so, ne? Aber Meeresfrüchte jetzt so, ne? Das bockt schon. Da werde ich dann auch noch ein bisschen reinschlabbern beginnen. Naja, und natürlich Kokosnüsse habe ich auch noch nicht gehabt. Muss ich mir auch noch gönnen. Geil, geil, geil. Ja, hab noch viel zu gönnen, Alter. Ja, und übrigens, meinem Magen geht's besser. Das war wohl nur ein Furz. Okay. Hier ist ein Club. Wusste nicht. Cool. Dann geht's hier. Ich muss mal kurz eine Pause machen hier, weil ich muss den Security was fragen. Okay. Das sieht aber auch gut aus. Also der Security hat mir auch hier nett weitergeholfen. Der hat mir jetzt gesagt, ich muss da nach vorne, dann rechts rüber. Da komme ich zum Strand. Wir könnten natürlich auch eins dieser coolen Motorradtaxis nehmen hier. Ja, warte mal, es ist ein bisschen schräg drin. So, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Dinger sind überall und hier hängen einfach so lose Kabel von der Stromleitung runter. Das ist auch ganz geil. Und da drüben gibt es Kaninchen. Komm, wir filmen die Kaninchen. Da, süß. Ja, ich nehme an, die wollen eben genau mit hier kommen, macht auf Video von Kaninchen Geld machen. Ne? Und deswegen laufen wir mal weiter, bevor mich mal irgendwer sieht hier. Und ja, genau. Wir sind jetzt auf dem direkten Weg, nämlich hinter diesem Häuserblock da, wo wir gerade dran vorbeilaufen. Da fängt die berühmte Soi 6 an. Da, oder hört auf, je nachdem wie man kommt, ne? Wow. Und der Boden ist gefährlich. Und da drüben ist das berühmte High Space Dispensary. War ich noch nicht drin. Naja, nicht richtig. So. Und jetzt ist das Ding, also erstens sind hier Kameras nicht allzu gern gesehen in der Soi 6, aber einen kleinen Blick kann man ja mal wagen so. Und da geht es dann nach hinten, da käme man zum Strand. Aber ich will mich gerade nicht durch die Frauen durchkämpfen, das machen wir in einem anderen Video. Naja, also ich mache das wahrscheinlich später, aber ihr seht das in einem anderen Video.
Nämlich kann man hier einfach weiterlaufen und dann hier hinten, hier, ganz in Ruhe, guck, da kommen all diese kleinen Verkaufswagen her und man kann in Ruhe rüber zum Strand laufen. Das denken die sich nämlich auch, da kann man in Ruhe durchfahren. Und wo die durchgehen, da kann man als Tourist auch durch. Immer einfach den Einheimischen folgen, das ist das Einfachste. Digga, was eine Kolonne, Alter. Das ist ja krass, Alter. Das hört gar nicht mehr auf. Ah, ich sehe, glaube ich, das Ende. Nice, guck mal da hinten. Ah, ist das Ende. Gleich sind sie durch, gleich ist es vorbei. Wir können durch. Oh, was ist zu verkaufen? Ne, schon geil. Das ist Oktopus. Das sind Süßigkeiten. Wieder Klamotten, Handtäschchen. Das ist schon nice. Also die fahren dann auch so da bei Soi 6 durch, die ich euch gerade gezeigt habe. Da verkaufen die dann auch den Frauen zum Beispiel Schuhe oder so, ne? Irgendwas Hübsches zum Anziehen, was die halt gerade so brauchen. Sorry, falls meine Kamera ein bisschen schwenkt, ich hole mir gerade eine Zigarette raus. Okay, gut. Hab's geschafft. Meine Zigarette brennt. Ich hoffe, ihr habt was gesehen. So, das sind Leute, die ein bisschen besorgt geguckt haben wegen Kamera. Weil viele sind hier einfach nur dreckige Perverse und die wollen dann halt nicht auf Kamera sein. Hier gibt es auch immer wieder so kleine Stores, auch für die Ladies vor allem, dass die einfach mal Ruhe haben und raus können und so. Und sorry, ich war wieder ein bisschen abgelenkt so, weil hier sehr, sehr viele schöne Ladies sind und wir können gerade nicht stehen bleiben. Okay, das wird sonst wieder zu teuer. Nein, aber hier hinten durchlaufen ist immer am gemütlichsten, weil hier machen die Ladies auch Pause. Man wird hier eigentlich nicht angequatscht so. Außer die finden dich auch geil. Dann wirst du wirklich auch in der Pause angequatscht oder wenn die Feierabend haben oder so. Aber im Normalfall jetzt, du läufst hier hinten durch, dann hast du eigentlich Ruhe. Und hier hinten haben, so wie ich das jetzt gesehen habe, auch die Ladies einfach gern mal ihre Ruhe, wollen nicht unbedingt angequatscht werden so. Ja, und ein paar von den Ladies werden halt überhaupt nicht gern Hier ist gerade wieder ein bisschen Verkehr, deswegen bin ich gerade durch und ein bisschen aufmerksam, wo ich hinlatsche. Und ich rülpse natürlich wieder gerne ein bisschen und so. Aber ja, trotz all dem hier hinten ist es einfacher durchzukommen als da vorne. Also vor allem wenn man als Mann allein unterwegs ist nicht so einfach. Echt nicht. Mir ist nicht mal aufgefallen, dass man
gestern. Ja, gestern. Und dann sieht man auch immer wieder Polizisten hier. Also der Herr hier zum Beispiel, das ist ein Bull. Und die sind vor allem auch da halt zum Ladies beschützen. Also den Ladies auch, wenn es immer so schlimm klingt, ja, die stehen da nur um dich reinzuholen, um mit dir zu bumsen, dann, das stimmt so nicht ganz. Also den Ladies geht schon gut hier und also erstens müssen sie nicht mit dir bumsen. Das ist völlig denen überlassen. Die können auch sagen, nee, danke, Digga, geh weg. Oder, ja, dann wollen sie halt, dann dürfen sie. Dann können sie so mehr Geld verdienen. Dann dazwischen auch immer mal wieder so einen kleinen Laden hier, damit die Damen sich auch verpflegen können. Ja, genau, so wie das jetzt gerade. Da haben wir jetzt auch gerade eine von den Ladies, die da gemütlich ein bisschen am Pause machen, am Essen ist, hat mir gerade zugezwinkert und mich zu ihr gewunken. Und das müsste sie jetzt nicht, ne? Das ist nicht ihr Job. Also da darf sie ruhig sagen, verpiss dich, Alter, ich hab Pause mit. Das ist völlig denen überlassen. Dann hat es hier auch überall viele, wie soll ich sagen, hier, nee, das jetzt nicht, aber hier zum Beispiel. Hier gibt es auch immer wieder Überwachungskameras, damit auch wirklich alles hier ein bisschen abgedeckt ist. Die sind ein bisschen versteckt so, aber teilweise sind sie auch komplett offensichtlich, damit du auch wirklich weißt, so, ja, ey Junge, aufpassen, ne? Ja. Ja, und da vorne ist schon der Beach. Also was heißt schon, ne? Ich bin auch schon wieder 16 Minuten am Aufnehmen. Ah, aber hier wird es kühler, nice. So, und da vorne ist der Strand. Gleich haben wir es geschafft. Ja, das seht ihr schon. Da, diese gelben Dinger, die heißen für den guten alten Jay, da ist Strand. Und da am Strand, da kann man gemütlich einen offen, Alter. Einfach mal gechillt baumeln lassen, Digga. Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir nicht überfahren werden, aber da läuft auch schon einer durch und wird fast überfahren, unglaublich, Diggi. So, Strandpromenade, guck mal, hier, da geht's durch und da geht's lang. Also, ja, beide Seiten kann man durchgehen, ne? Kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Aber lohnt sich schon. Also zwar was genau da hinten ist, weiß ich noch nicht, weil ihr seht ja, da hinten ist dann auch schon bald mal fertig. Aber da, ja, da geht's sehr, sehr weit. Guck mal. Ganze Strandpromenade. Da ist das Pattaya City Schild, da gehen wir dann auch mal noch. Ganz geil. Das Schöne hier finde ich, guck mal, kann ich das auch, oh cool, ein bisschen größeres Objektiv, nice. Okay, hier sind überall an der Straße so kleine Tempel.
Wir wollen jetzt die Leute nicht beim Beten stören, ne? Jedem seins, aber ich finde es schön. Dann kann man da auch, kleine Opfergaben hinstellen und ja, ne? Opfergaben halt hinstellen. Nichts mehr tun. Nix und. Digga. Alter. Ja, gut. Scheiße labern muss auch mal sein, ne? Da ist ja sonst langweilig. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das überhaupt reinschneide, was ich hier labere. Oder ob ich jetzt nur den Weg reinschneide, den ich laufen werde. Aber ich laber einfach mal vor mich hin. Das Gute ist ja, dass mich keiner versteht und mich deswegen auch keiner schräg anguckt. Ja, der Typ hat ein geiles Shirt. Nice. Ist schon geil. Digga. Ja, geil. Übrigens, wenn ihr euch fragt, weswegen ich noch nicht am Strand hocke und buffe, das ist ganz einfach nur, weil ich suche gerade einen Typen, sorry, dass ich so rüberfilme, weil die Mädels wollen nicht unbedingt gefilmt werden, deswegen zeige ich euch hier die Sicht. Das ist übrigens ein anderer Food Market, also ja, genau. Ja, ich suche einen Typen oder eine Typin, die Matten verkaufen. Könnte hier sein, muss nicht. Ja, ich muss leider immer noch rüberfilmen, sorry. Hier stehen sehr, sehr viele Mädchen rum. Hallo. Genau. Ja, schön. Es ist schon peinlich, wie schnell man manchmal abgelenkt ist. Oder zumindest ich. Ich kann ja nicht für alle Männer sprechen, ne? Ja. Also, genau. Ich suche Mädchenverkäufer, die also nicht wirklich verkaufen, sondern Matten verleihen. Und dann kann man sich da gemütlich an den Strand chillen. Muss nichts mitnehmen dafür. Kann da rumhängen und wenn man genug gehängt hat, dann gibt man die Scheiße einfach zurück. Ja, man bekommt jetzt natürlich kein Geld zurück, ne? Aber kostet, warte, 50 Baht, das ist nix. Es sind vielleicht so, ja, ich glaube 40 Cent. Vielleicht nicht mal. Nee, Quatsch. Nee, stimmt nicht. Ja, vielleicht ein paar Cent. So 1-2 Cent oder so. Und ja, genau. Die Typen suche ich jetzt. Dann können wir uns hinchillen und einen Buffen. Und dann weiterlaufen. Das wäre der Plan. Aber das sieht schon geil aus da drüben. Und meinem Magen geht's wieder gut. Also kann das ja nicht so schlimm gewesen sein jetzt mit dem Wasser. So, ne? Ich meine mit dem Eis. Ja. So, jetzt kann man mal wieder überfilmen. Wunderbar. Ja, aber hier stören wir wieder niemanden. Das ist gemütlich. Und übrigens tagsüber all diese Liegen, die ihr da seht, sind dann aufgebaut am Strand. Da kann man sich auch überall hinchillen, ein bisschen Ruhe vor der Sonne und so. Alles mit Sonnenschirm abgedeckt. Und es ist garantiert immer irgendwas frei. Also nicht wie man es sonst kennt, so, ne? Alle liegen direkt voll mit irgendwelchen deutschen Tüchern. Nee, hier hat man wirklich noch Platz am Strand. Man kann chillen, wo man will und man kann bleiben, wie lange man will und niemand sagt was. Ne? Das ist geil. Das ist schon geil.
Okay, also bis jetzt habe ich noch keinen dieser ich verkaufe Mädchentypen gesehen. Vielleicht eher weiter vorne wieder. Ich glaube, ich bin gerade an einem vorbeigelaufen. Egal. Komm, wir laufen noch ein Stück. Passt. Oh. Ah, man sieht hier echt schöne Dinge. Ich filme natürlich nicht alles, sonst werden mir wieder die YouTube-Videos auf 18 plus gestellt oder direkt als Pornos gemeldet. Ja. Da macht man sich mal ein bisschen über jemanden lustig so, ne? Und schon ist es als Porno gemeldet. Ja, YouTube. Ach, nicht zuhören, YouTube. Ich liebe euch doch. Hier drüben ist übrigens das Hard Rock Café. Gut zu erkennen an dem großen Hals, Gitarrenhals wollte ich sagen. Ja, egal. War ich auch schon drin, gehe ich auch wieder rein, nehme ich euch dann mit. Da essen wir dann gemütlich was und maybe gibt es auch noch Live-Musik. Also letztes Mal, als ich da war, gab's. Das ist geil. Er ist ein bisschen teurer als die anderen Restaurants, ist ja klar, ne? Ist eine große Ladenkette. Aber sonst so muss ich schon sagen, also gemütlich war's. Immer ein bisschen gucken, wo man hinläuft so, ne? Weil in Thailand leben halt auch viele Straßenhunde oder Katzen. Die kacken halt auch überall rum. Und ja, dadurch kann es halt auch mal passieren, dass jetzt hier mitten auf dem Bürgersteig dann irgendwie ein bisschen Kacke rumliegt oder so. Das sieht uns eigentlich gut. Ich habe gerade nur rumgeguckt und ein bisschen auf die Gegend, nicht aufs Handy geachtet. Ja. Gut. Ja, also gerade sehe ich immer noch keinen Mädchentüten. Aber wir können auch noch viel ablaufen. Guck mal, ist immer noch sehr weiter Weg. Und da hinten beginnt dann erst die Walking Street, die ich euch sowieso auch noch zeigen will. Aber ziemlich sicher auch irgendwie morgen oder so. Also werde ich das aufnehmen. Nicht für euch morgen. Immer noch keine Ahnung, wie ich das zusammenschneiden werde. Wahrscheinlich habt ihr gerade kurz einen Einblick gesehen, so ein winzig kleinen, so, ne? War gut? Wenn ja, ne? Ah. Das ist schon geil hier. In den Hallen und allem. Oh, hab ein bisschen aufstoßen, merke ich gerade. Aber ist okay, ich habe keine Magenschmerzen oder so. Also bis jetzt ist ganz gut mit dem Eis, kann ich mitleben. Ich will mir immer ein bisschen nach unten, ne? So. Ah, genau. Ein Tattoo-Studio ist mir auch noch empfohlen worden. Nicht das da, denke ich. Aber ich habe eine Nummer bekommen jedenfalls und eine gewisse Beschreibung. Ja, Beach Road. Ja, das Ganze hier ist Beach Road, ne? Ja, gute Beschreibung, ne? Aber ich habe eine Nummer bekommen vom Tätowierer. Ich habe seine Arbeit gesehen und der Typ, der sich da tätowieren lassen hat, ist ein Franzose und der hat jetzt auch nicht nur ein Tattoo, ne? Der weiß wohl auch schon ein bisschen so, was saubere Studios sind und was nicht. Der hat das Studio ziemlich gelobt und ich muss auch sagen, die Arbeit, die ich gesehen habe, war echt geil. Es war so eine Samurai-Maske auf dem Unterarm und die überdeckt dann so insgesamt am Schluss sein vorheriges Tattoo. Warum bin ich jetzt so stocken geblieben, Digga? What the fuck? Naja, manchmal hat man halt Brain-Aussetzer, ne? Aber das kann passieren.
Eine halbe Stunde bin ich schon am Laufen, Alter. Ja, hier, guck mal. Dieses Kamikaze-Ding. Was da? Das war mein erster Orientierungspunkt. Ich muss nämlich dahin und dann durchlaufen. Da komme ich zu meinem Hotel. Also bei einem Punkt muss ich noch abbiegen. Es ist dann so ein 7-Eleven, genau, so heißen die Dinger. Und so habe ich mir den Weg gemerkt. What the fuck? Den Weg gemerkt. Naja, Deutsch ist halt schon schwer. Ja. Da drüben, Mädchenverkäufer. Sehr gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Würde ich meinen, oder? Ich hole einfach kurz einen 50er raus, das passt schon. Nee, das ist ein 20er. Das ist ein 50er. So, die sind blau. Gut. Ja, hier wieder alles ins Täschchen packen. So, nice. Ja, dann würde ich sagen, wir hocken uns da mal hin. Gehen da zu dem Digger hin. Hallo. Ja. It's okay. No problem. Okay. Thank you. Ja, seht ihr, wie hilfreich die Leute hier sind. Da fällt mir was um und die gleich, na, kein Problem, ich mach schon. Geh du nur chillen. Da sind wieder so ein paar gemütlich am Rumhängen, Diggi. Machen wir jetzt auch. Wir suchen uns da vorne gemütlich ein Plätzchen aus. Ja, das sieht doch nice aus, Digga. Ja, guck mal. Hier kann man buffen. Das ist gut. Oder vielleicht eher in der Kuhle drin, ne? Ja, jetzt sieht es mir ein bisschen weniger an den Füßen. Gut. Dann mache ich das auf. Ja, zum Bändchen. Ja. Nee. Doch. Gut. Ja, jetzt mache ich das vielleicht am besten. Im Wind, mit Wind. So. Gut gedeutscht. Gemütlich, Digga. Guck dir das an, Alter. Einfach geil. Ups, sorry. Tja, willkommen im Pattaya, Digga. Jetzt erstmal buffen, Alter. So, gemütlich stellen wir das mal hier hin. Oh. Nice. Das könnte besser sein, ne? So bin ich nicht wirklich im Bild. So, ja, aber geht doch. Nice Ding. Er ist nur für den Start so.